Pfälzisch als Fremdsprache, mein Büchlein, meine kleine Übungsbroschüre ist 2018 pünktlich zu Pfingsten erschienen und ich möchte jetzt einen kleinen Text lesen, der heißt Durcheinander. Ich habe ihn eingereicht 2009 für das Jahrbuch Südliche Weinstraße, denn da war eben das große Thema der Dialekt. 402 mal 5. Was ist das, hä? Komm, Jakob, du kriegst raus, hast doch heut 'n guten Tag. Obwohl Montag ist, blutsch nit aus der Nas, wie schonst immer montags. Sag mal, du bringst schon mal ganzes Zeitgefühl durcheinander, was ist denn los? Solche Worte konnte man von Mathelehrern zumindest in den 90ern noch hören. Vielleicht heute noch, aber diese mundartsprechenden Originale werden im Bereich der Lehrerschaft sicher von Jahr zu Jahr seltener. Schade, vermittelten sie doch auf diese Weise ganz unbemerkt eine Art Identifikationsgefühl, wenn vielleicht auch nicht mit der Mathematik, dann aber wenigstens mit der Umgebung, mit den Orten, wo man zur Schule ging und wo man aufgewachsen ist. Insgesamt allgegenwärtig sind die Unkenrufe vom aussterbenden Dialekt. Und mit unserem Pelzisch, das bei den bundesweiten Mundart-Beliebtheitsskalen immer wieder gar den letzten Platz belegt, scheint das Sprachschicksal schon gar nicht gut zu meinen. Obwohl das doch sicher mit daran liegt, dass das Pfälzische wohl einfach zu den unbekannteren Dialekten gehört. Und bei der Frage, welchen Dialekt finden Sie am schönsten, schon deshalb nie genannt wird. Auf den ersten Blick mag es da als Fortschritt erscheinen, dass jetzt auch der Ludwigshafener Tatort seine Mundartvertreter hat. Aber Moment, welcher Figur wird dort der Dialekt zugewiesen? Dem Pathologen, also dem, wo die all aufschneidet tut und dann sagt, wer wann wenn mit was umgebracht hat. Ob das hilft? Schlagzeilen im wahrsten Sinne des Wortes berichten Schreckliches über Erzieherinnen, die das unschuldige Hajo ihrer Kindergartenzöglinge mit einer Ohrfeige quittieren. Wie ich klä war, hat ma meine Mutter nur einmal any gelangt, wie ich blödi Kuh gesagt hab und gemeint hab, dass es nicht hört. S hat er dann aber leid gedu, mir auch doppelt. Man hört von besorgten Eltern, die sich quälten, um mit ihren Kindern nur Hochdeutsch zu sprechen, damit das muttersprachliche Pfälzisch den späteren Bildungschancen nicht in die Quere kommt. Ausgeklügelte Sprachfahrpläne werden da entworfen. Also passen auf, mit mir redet er Hochdeutsch, mit der Oma Pelzisch, mit dem Opa redet er Französisch, mit der Babysitterin Lucy redet er Englisch und mit dem Papa reden wir allesamt nur Tacheles. Wo wird das enden?